An der Christvakanz ass de Machter mat e puer Kollegien Airsoftspiele gang. Hin und ein Kamera Matz geholl fir d'Sportarte vu viele Klischeene im Ginners virzustellen. Hien et Hobbysportler interviewt an als mat op den Terra geholl. Am Airsoft dreht sich alles im Teamgeist als Strategie. Natürlich muss ich mit den verschiedenen Equipementen umgehen können, an einen gewissen Budget für alles zu kaufen. Das Prinzip ist ganz simpel. Es gibt zwei verschiedene Equipen, die gegen den untreten auf einem dafür gedurten Terrain. Die Equipe, die für dich alle anderen Spieler eliminiert hat gewonnen. Wenn er von einer Kugel getroffen wird, ist er direkt eliminiert. Einerseits gibt es doch Paintball, was dem Airsoft ähnlich ist. Mir nicht schiedverrehen finden die zwei Aktivitäten selbst gut. Es hat mehrere Gründe. Also zum allerersten Mal nervt mich die Farbe bei dem Paintball. Jedes Mal, wenn man davon getroffen wird, hast du überall Flecken in deinen Klamotten. Das ist einfach eklig. Und Paintball hat für mich nicht mehr viel mit Taktik zu tun. Das ist eher mehr so wie ein Nerf-Battle. So, man rennt halt drauf los und schießt auf alles. Und was mich auch viel mehr an Airsoft fasziniert, ist einfach, dass die Waffen auch so realistisch sind. Airsoft mal vielleicht verschiedene Waffen wie am Paintball an mehr schießen mit kleine Plastikkugeln, sogenannte BBs. Und beim Airsoft geht halt mehr darum, Vertrauen an den anderen Spieler, dass den auch Bescheid sieht, wann er getroffen ist. Scheiß, das war's ja dann. Komm! Was müsste man am Preis für beide Hobbys vorsehen? Das ist ganz schwierig. Es kommt sehr oft darauf an, was man denn eigentlich dann nachher haben will. Aber ich würde mal sagen, man kann mit Airsoft um die 500 € schon anfangen. Man kann aber auch ins Unermessliche hochgehen. Und beim Paintball kenne ich mich nicht so gut aus. Bin ich kein Paintballspieler. Aber so, ich würde sagen, mindestens mal 500 €. Das Budget spielt bei denen zwei Sportarten natürlich auch eine große Rolle. Also es kommt darauf an, ob man Menschen kennt, die viel damit zu tun haben. Weil ich habe in dem Fall Glück. Ich kenne hier so den Club, deswegen ist die Übernachtung schon günstig. Der Clubbesitzer hat ein ganzes Arsenal voll Waffen. Und da darf man dann auch Waffen leihen. Kommt drauf an, wenn du eine gute Waffe haben willst im Airsoft, kostet sie auch locker mal 1000. Ist gut. Airsoft ist also eine richtige Sportart. Hier soll aber natürlich den Amüsement mit Kollegen am Vordergrund stehen. Hit! Fuck. Okay.